Bist du politisch links oder rechts? Ich habe mich noch nie wirklich zu Politik-Sachen geäußert. Ja, Politik-Sachen, das ist natürlich auch... Politik ist natürlich so ein bisschen eine heikle Sache auf YouTube, also ich finde nicht... Da wollte ich noch mal kurz einen kleinen Talk einschieben, und zwar, da könnten wir gerade noch sogar schnell hier umschalten, und zwar Politik auf YouTube. Da ist letztens ist so ein Artikel in der Republik von Politik auf YouTube, und da ist übrigens so der Lionel, der Ask Switzerland, ist da auch in dem Artikel drin gewesen. Ganz kurz, sinngemäß zusammengefasst, ist so ein bisschen, dass es darum gegangen ist, dass die Schweizer Influencer, generell die Schweizer Influencer, nicht jetzt nur der klassische Influencer, der einfach Bilder auf Instagram postet, aber jetzt zum Beispiel bei den YouTuber, aber auch der Sportler oder der Musiker auf Instagram sozusagen komplett unpolitisch und nichts Politisches ansprechen oder sagen. Ja, ich muss da wirklich zustimmen, weil es gibt wirklich kaum jemanden, der auf YouTube irgendwie als grosspolitische Statements abgeben, beziehungsweise seine Meinung zu gewissen politischen Themen kundtun. Der Lionel tut vielleicht manchmal ein bisschen aufklären über Politik an sich, zum Beispiel mit den Umfragen, fragt er die Leute, wie, wo, was mit der Politik momentan steht und so weiter, wer im Bundesrat ist, ob sie irgendwie einen Nationalrat nennen oder so. Aber jetzt, auch für die Wahl, die jetzt gekommen ist, hat ihnen niemand von den Influencern irgendjemals etwas groß gesehen, dass man gegen wählen. Ich auch nicht. Also ich auch nicht, aber ich würde mir jetzt nicht als Influencer zählen. Ich meine, hier war es 20 Zuschauer oder so, also das reicht nicht für irgendwie Influencer ziehen oder so. Also doch, für die 15 Leute, 20 Leute vielleicht schon, aber ich würde sagen, das reicht jetzt nicht für mich als grosser Influencer von der Schweiz zu kategorisieren. Ich finde einfach, dass die Schweizer Szene bzw. die Schweizer Influencer machen auf jeden Fall zu wenig. Machen auf jeden Fall zu wenig für Politik, äußern sich zu wenig. Aber man hat ja nicht gross als Medium, wo man sich gut könnte dazu äußern, auf Instagram. Auf Instagram gehen ja die Instagramer oder so, gehen ja vor allem, machen sie Sachen, die Reichweite generieren, beziehungsweise Fotos, die Reichweite generieren. Sagen wir jetzt mal, eine Influencerin Zoe Pastel. Ja, sicher alle. Ja, da sage ich nichts dazu. Aber auf jeden Fall, so eine zum Beispiel. Postet das Bild auf Instagram und schreibt dort drunter, geht wählen oder so. Das würde sie ja nie machen. Geht wählen, machen das. It's very important for a country to go vote. Ich meine, keine Ahnung, irgendwie ist doch das auch ein zweischneidiges Brett, dass sie auf der einen Seite so ein Bild postet, was sie so ist, so eine geile Pose schreist und dann irgendwie auf intellektuell tut. Jetzt nicht im Sinn, dass man das nicht kennt, wenn man solche Fotos macht oder so, aber irgendwie passt nicht so gut. Ja genau, da ist für mich Twitter eine gute Alternative, aber das Problem ist in der Schweiz, wenn wir ganz ehrlich sind, Twitter in der Schweiz, das juckt niemand. Twitter in der Schweiz, das juckt absolut niemand, ist auch nicht scheißegal. Die meisten Influencer und Influencerinnen, die haben wahrscheinlich Angst, dass sie damit auch in ein Image ein bisschen schaden oder dass das ihnen nicht gut tut, posten oder auch ihnen eine Meinung zu vertreten. In einem Video bzw. in einem Post. Die meisten Leute nicht gerne in eine politische Richtung vertreten oder so, weil sie dann eventuell Hate wählen, beziehungsweise Hate könnte geben und gewisse Leute nicht mehr bei dir sind, sondern du willst lieber einfach den neutralen Betrachter sein und einfach nichts dir zu heiklen Themen gross äußern. Klar äußern sich alle zum Thema, ja, das Klima ist schlimm, weiss nicht was, hier, das, dies, jenes, aber das sind so Themen, da kann schon fast nicht falsch gehen, da tust du auch niemand gross damit beleidigen oder hat niemand großes Problem damit, weil momentan ein Grossteil von der Bevölkerung da zustimmt und da dafür ist immer gerade das Wochenende gesehen, der Wahlen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, würde die Influencer und Influencerinnen in der Schweiz mehr vielleicht auch politische Meinungen kundtun, beziehungsweise aufmerksam machen darauf, dass Politik wichtig ist, dass es wichtig ist, in der Schweiz sogar zu wählen und halt dabei zu sein bei diversen politischen Angelegenheiten in der Schweiz. Aber Sportler seit und je wahrscheinlich hat das auch noch nie gemacht und darum habe ich das Gefühl, das ändert sich wahrscheinlich in Zukunft nicht groß.
dass Politik wird wahrscheinlich einfach auch nie das Thema der Jugend sein, habe ich das Gefühl. Und wie momentan haben wir schon recht einen Peak, dass sich die Leute für Politik, beziehungsweise momentan halt Klimapolitik interessieren, mit der ganzen Greta Thunberg und Fridays for Future Bewegung. Aber ich würde sagen, dass das trotzdem auch eine gute Entwicklung ist, dass eben die Jungen momentan einfach ein bisschen affiner sind für Politik, wie ich das Gefühl habe. Vor allem mit den urbanen Gebieten, vor allem mit den städtischen, momentan habe ich das Gefühl, sind die Leute sensibilisiert. Und soll jetzt auch nicht abwertend tönen oder irgendetwas, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mit die wahrscheinlich irgendwie eine Matura machen oder so, die eher sensibilisiert darauf sind, auf das Klima bzw. auf Politik. Aber das ist wahrscheinlich schon immer so gewesen. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau, aber ich bin fast sicher, oder höchstwahrscheinlich ist es schon so gewesen, dass die Leute, die höher gebildet sind, auch eher wählen, beziehungsweise auch eher irgendwie eine Wahlzettel ausfüllen oder sich für das interessieren. Irgendwie ist es so ein Schweizer Ding, dass Politik, aber auch jetzt zum Beispiel Finanz oder so, komplett privat ist, dass das niemand angeht. Was ich wähle, das geht nur mir etwas an, so mäßig. Und das verstehe ich auch ein Stück weit, auch als Influencer, dass du nicht willst, deinen Zuschauer dazu verleiten, einfach etwas zu wählen, weil du das so wählst. Das ist ja nicht gut, das tut in der Demokratie auch nicht gut, dass einfach die Leute nur wählen, was du willst. Beziehungsweise, dass alle Leute, die dir folgen, dass du dann sagst, yo, ich wähle die Grünen. Ich wähle jetzt das Wochenende nur die Grünen, wähle die Grünen. Dass nein, deine Abonnenten sozusagen nur die Grünen wählen, dass du vielleicht ein bisschen Angst hast, aber ich glaube, die meisten haben nicht Angst vor dem, sondern die meisten Angst davor, dass sie abgestempelt kommen muss, ja, du bist ein grüner Hurensohn oder du bist ein grüner Sieg, aber nichts mit dir zu tun hat, dass nicht das ganze Rechtsspektrum, dass das nicht dir sagt, fuck you, ich will dich nicht mehr abonnieren. Um nochmal zurück zu den Wahlen zu kommen, von dem Wochenende hier. Ich habe das Wochenende vor allem GLP gewählt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, auch noch in meiner Altersgruppe oder weiß nicht was, aber ich habe gerade gestern mit einem Kollegen darüber geredet und er hat auch GLP gewählt, wie es nicht gewusst voneinander. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ist das für mich der beste Kompromiss, dass ich eben momentan genau etwas, so einen kleinen Akzent für Politik setzen, für die grüne Politik setzen, dass wir einfach einen Schritt in die grüne Richtung gegangen. Aber ich kann euch sagen, dass ich wahrscheinlich in 4 Jahren, wenn nochmal Wahlen sind oder so, nicht nochmal das Gleiche wähle. Ich wähle safe nicht nochmal, oder vielleicht schon, aber es ist nicht sicher, dass ich nochmal die GLP wähle. Aber dieses Mal jetzt die GLP vor allem gewählt habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht ganz so links wählen wie jetzt zum Beispiel nur die Grünen. Aber eben in Umweltpolitik, da wollte ich schon relativ klare Umweltpolitik und grüne Politik haben momentan oder anstreben, klar. Das ist schon so und dann einfach sozusagen ein Zeichen setzen an die Politik, und das haben wir ja auch das Wochenende gesehen, der Wahlergebnis, was da rausgekommen ist. Das ist ja wirklich krass gewesen. Aber alles in allem würde ich auch sagen, dass die Schweizer Influencer bzw. die Schweizer Influencer mehr auf Politik aufmerksam machen und auch sagen, dass das wichtig ist für das Leben, das wir hier in der Schweiz und wo wir gerade momentan genießen, und dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass das immer so ist. Genau, ja. Und jetzt bin ich gespannt, was er dazu sieht, ob er sich irgendwie zu der Politik äußert, der Boy. YouTube und Instagram manchmal, also ich bin eher Mitte-Links, oder ich würde nicht sagen Mitte-Links, sondern eher alternativ. Bei mir kommt es mega aufs Thema drauf an. Manchmal gibt es Themen, wo ich die Meinung von der Rechten vielleicht ein bisschen besser finde, aber meistens schon Mitte-Links und auf jeden Fall alternativ eingestellt, was Politik angeht. Ja, aber ähnlich wie ich ist er eingestellt.